An unserer letzten Sendung hat man ein Dossier über Gewalt. Das kam eine Reportage über Florian. Florian, wo bist du? Anti-Gewalttraining über Pascal Lukas. War das Anti-Gewalttraining? Anti-Gewalttraining Lützeburg als eng SPL jas gegrünnt gin vun Trainer, die eng Ausbildung gemacht vun eng Joer beim Ulrich Krämer a beim Melanie Roth. Die Ausbildung ass gemacht gin an Ulehnung und Trischlehne vum ISS aus Deutschland. An mir hunn no der Formation décidéiert, dat fällt ein bisschen mi intensiv machen an ass do méi engagéieren. An dofir hummer die SPL gegrünnt an lo Training. Dat sowohl am präventiven Bereich an Schulen wie auch am Anti-Gewalt-Training-Bereich dat lo an Prison ass. Was geschieht genau auf den Traininger? Was geschieht an Training hängt immer von der Trainingsform auf. Da geht dann den klassischen Coolness-Training, gedacht mit kleinen so Workshops von zum Beispiel von 2 Stunden, da sehe ich dann mit Sensibilisierung ob eine bestimmte Thematik, zum Beispiel Mobbing. Dann kann ich noch eine Wissen Fortbildung machen. Das ist dann für, zum Beispiel für Lehrpersonal in einer Schule. Das sind aber Formationen, die auch die 15 bis 16 Stunden dauern. Normalerweise. War das Coolness-Training? Coolness-Training basiert auf der konfrontativen Pädagogik. Am Fond geholt sind so große Richtlinien, sind die Person kann ausstellen, aber nicht damit einverstanden ist, was sie möchte. Das ist die eine Sache, und die andere Sache ist die, das steht immer so geschrieben, der autoritative Erziehungsstil. Das ist nicht autoritär und das ist auch nicht mehr, was du willst, mit dir selbst dazwischen. War das eine Aufgabe am Prison? Am Prison sind wir an der 5. Session und das ist ein Anti-Gewalt-Training. Also Anti-Gewalt-Training unterscheidet sich vom Coolness-Training an dem Sinn, dass es Sachen gemacht werden, die mir heftig sind, weil Zielperson Zielgruppe eng aner ass. Der Zielgruppe schon eben gewalttätig oder gewaltbereit Menschen sind, die schon enorm viel Erfahrung daran haben und da werden sie eben noch dann tun, wo sie sind. Mit Ihrem Training schon Resultate aufgebracht? Den Anti-Gewalt-Training ist nicht mehr so effikaz wie nur Arbeit vom Gewalttraining aus. Das heißt, wenn ihr ein Gewalttraining möchte als Schule, weil ihr nur noch 1 Stunde frei hat für eine Vakanz, dann bringt das nichts. Dafür ist eine Kondition, dass wir verlangen, dass die Leute immer mindestens eine Person da ist, die die Schüler kennen und die auch die Klassenarbeiten nur im Training haben, für manche nur Arbeit zu machen. Wieso macht ihr das? Möglichkeit für mit Leuten, mit Jugendlichen, mit allgemeinen mit Leuten zu schaffen außerhalb von dem Arbeitsbereich. Weil das mir breit gefächert ist, für den du kann machen. Aber mich die Thematik auch interessiert, sonst hätte ich die Formation nicht mitgemacht. Aggressiv. Aggressiv.